Also, Widerstand ist eine spirituelle Aufgabe. Da kannst du lesen. Siehst du es? Von rechts schauen. Gut. Ja. Ja. Das hat mich umgetrieben, diesen Tag. Das ganze Quartier eigentlich. Also das halbe Dorf, würde ich sagen. Weil es ist schon auch verbunden mit einer Thematik, die uns beschäftigt. Ja. Wo auch das Dorf drüber schnurren tut. Logischerweise. Auf jeden Fall, in dem Kontext, den ich jetzt gerade ansprechen tue, haben der Joshua, das ist mein Nachbar, rechts von meinem Gartenhag, das wäre das andere links, und genau, es ist um die Thematik integrationsresistente Asylanten und Immigranten gegangen. Und da haben wir zu einer einleuchtenden und überzeugenden Lösung gefunden, die schicken wir doch einfach direkt zu den Kannibalen. Somit hat sich die Angelegenheit dann auch gegessen. Pardon. Für die nicht so Hunger haben. Aber andere haben Hunger. Ja, blöden wir das. Ich mag jetzt vielleicht ein bisschen befremden, aber jetzt musst du hören. Das ist letztes Jahr bei Schulbeginn auf diese Art passiert. Bei uns aus dem Dorf. Da hat der Professor die Schüler aufgerufen. Das hat denen so getönt. Mustafa El-Ezeri, anwesend. Ahmed El-Kabun, anwesend. Kadir El-Olmi, anwesend. Mohamed Hendarra, anwesend. Melanie El-Sner. Du, still im Klassenzimmer. Still. Melanie El-Sner. Wiederholt. Still im Klassenzimmer. So, jetzt ein letztes Mal. Melanie El-Sner. Du, da ist ein Mädchen in der hintersten Bankreihe aufgestanden und hat sich gemeldet. Da bin wahrscheinlich ich. Aber mein Name wird Melanie Elsner ausgesprochen. Ja, lassen wir das sein, oder? Ist halt eine Thematik, gehört zum Alltag. In diesem Sinne, ich bin mir dessen bewusst. Meine Witz sind den Monat ein kleiner Flüchtling. Er kennt schlichtweg keine Grenzen. Ich habe es mir nicht verkniffen. Ohne Humor kommt es bei schlechtem Wetter gerne zum Tumor. Denkt daran, kleines Wortspiel, wieder einmal, lassen wir die Kirche im Dorf stehen und geniess und grüß die Tage. Ciao zusammen. Hat mich gefreut.